Vielen Dank und guten Abend erstmal. Wir sind ja immer noch ereilt unter dem Eindruck der 4-stündigen Anhörung, die wir jetzt gerade gehabt haben zu dem Thema. Da sind sicherlich also viele Argumente ausgetauscht worden. Ich möchte vielleicht ganz am Anfang mal eins sagen, ich glaube, das ist auch die Position der CDU und CSU. Also die Finanzmarkttransaktionssteuer oder Finanztransaktionssteuer ist weder Teufelszeug noch ist es alleine selig machen. Und damit unterscheiden wir uns, glaube ich, also von den meisten anderen. Und vor dem Hintergrund denke ich mal, dass es Sinn macht, diese Diskussion, die wir führen, weniger mit Emotionen zu führen, so wie das also auch in diesem Videoclip da gemacht worden ist, sondern sehr, sehr sachlich. Wir haben da einige Fragen zu beantworten, also in der technischen Umsetzung der ganzen Geschichte. Das heißt, welche Auswirkungen hat diese Steuer auf den Markt? Hat es eine Lenkungswirkung? Hat es gar keine Wirkung? Oder hat es vielleicht auch, wie Professor Graser, der hier auf der linken Seite sitzt, gesagt hat, gegebenenfalls sogar eine marktschädliche Wirkung? Das wollte sachlich diskutiert werden, nicht anhand von Emotionen. Welche fiskalische Wirkung hat eine Finanztransaktionssteuer? Bringt es 1 Billion jährlich, wie das Attac gesagt hat? Bringt es gar nichts, wie der eine oder andere Experte sagt? Oder ist es überhaupt nicht einschätzbar, wie heute die Vertreter der deutschen Börse gesagt haben? In der technischen Umsetzung müssen wir uns darüber unterhalten, welche Transaktionen sollen überhaupt eingeschlossen werden. Geht es so weit, dass die Überweisung, die ich jeden Tag tätige, damit reinfließen, nur Wertpapiergeschäfte an Börsen oder die sogenannten OTC-Geschäfte? Das ist, denke ich, sehr wichtig. Ich würde nur in dieser Diskussion um eins bitten. Und insofern ist das eine kleine Spitze auch gegen Ihre Kampagne, die ich sehr respektiere, Herr Alt. Wir sollten diese Diskussion nicht moralisch überfrachten. Also dieser moralische Zeigefinger, ich habe das Gute im Rücken. Und dementsprechend kann es überhaupt keinen Widerspruch geben und kann es überhaupt keine Kritik geben. Die halte ich also für falsch und die halte ich sogar für schädlich für die Diskussion, weil sie damit also von den sachlichen Fragen, die wir zu klären haben, und da bin ich ganz trockener Finanzer, viel zu sehr ablenken. Und im Übrigen ist es auch eine Geschichte, wenn ich den moralischen Zeigefinger erhebe, dann verursache ich immer automatisch, dass mein Gegenüber irgendwo in seinem Graben verschwindet und zumacht und sagt, naja, jetzt haben wir einen Kampf von 2 Gruppen, die gegeneinander sind. Ich bin vielmehr dafür, dass man sich darüber unterhält. Meine persönliche Meinung, weil das ja auch gefragt worden ist, bin ich dafür oder dagegen? Da sage ich, ich fürchte eine Finanzmarkttransaktionssteuer nicht, wenn sie richtig organisiert ist. Auf der anderen Seite verspreche ich mir von einer derartigen Steuer auch nicht so viel, wie Sie sich davon zu versprechen. Es ist ein kleiner Baustein, gegebenenfalls in einem ganz, ganz großen Maßnahmenpaket von mehr als 30 Maßnahmen, an denen wir momentan dran sind. Ein kleiner Baustein, der dazu beitragen kann, die Finanzmärkte vielleicht ein wenig sicherer und besserer zu machen. Und als Zusammenfassung würde ich sagen, vielleicht auch für diese Diskussion weniger Moral, weniger Zeigefinger und mehr Sachlichkeit, und dann kriegen wir vielleicht auch eine vernünftige Lösung. Ich kann als erstes sagen, dass wir, glaube ich, in diesen ja wirklich aufregenden Zeiten, was die ganze Frage der finanziellen Stabilität in Europa und weltweit betrifft, politisch kurz davor sind, vielleicht einen ganz großen Schritt zu tun, dass nämlich endlich gelernt wird, dass Regulierungsmaßnahmen für die Finanzmärkte getroffen werden müssen und dass Politik Rahmen setzen muss. Man gewinnt ja von Tag zu Tag und von Stunde zu Stunde den Eindruck, dass diese Erkenntnis eigentlich, diese Selbstverständlichkeit zunehmend Raum greift, und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Ein Schritt, den wir in den letzten 2 Jahren häufig hätten oder den man politisch hätte häufig machen müssen, wofür es aber bisher ja noch keine hinreichenden Mehrheiten gegeben hat. Die Frage der Finanztransaktionssteuer ist aus unserer Sicht als SPD eine der wesentlichen Instrumente, um sowohl auf der einen Seite Lenkungswirkungen auszulösen, nämlich schädliche Spekulationen einzuschränken. Es ist heute sehr farbenfroh deutlich gemacht worden in der Anhörung, dass ein großer Teil von Zirkulationen von Transaktionen mittlerweile computergesteuert stattfinden. Und es verdichtet sich sogar zu der These, dass beispielsweise in den USA mittlerweile 60% aller Transaktionen in Windeseile und nur zum Zwecke der Ausnutzung kleiner Margen stattfinden würde. Das trägt nichts aus für die gesellschaftliche Wohlfahrt, für ökonomisches Wachstum. Da würde eine Finanztransaktionssteuer ansetzen. Das ist für uns ein wesentliches Argument, und gleichzeitig würde, Herr Brinkhaus hat die Frage der Ausgestaltung angesprochen, über die man ja im Detail gut reden kann und gut reden sollte, aber sie würde auf jeden Fall, wenn sie jedenfalls in der Höhe von 0,01 bis 0,05%
würde ich es gerne nochmal sagen, aber heute in der Anhörung ist es teilweise 0,1%, 0,5% oder 0,0005% wurde auch mal gesagt, also 0,01% bis 0,05%, dann würde sie auch ein gewisses Aufkommen erbringen und wäre damit wichtig. Ich möchte gerne zwei Punkte sagen, die mir heute Nachmittag sehr wichtig waren, und ich glaube, das war eine Anhörung, die ich hoffe jedenfalls breiten Erkenntnisgewinn gebracht hat. Man hatte jedenfalls doch auch sehr den Eindruck nach dem Verlauf. Der erste wichtige Punkt war, der richtig erzielt wurde, dass die Sorge, dass Kleinsparer, kleine Anleger übermäßig betroffen werden könnte und die da auch verkündeten riesigen Zahlen richtig zerbröselt sind, heute nach der Investitionswahl aus dem Reichstag. Wenn am Ende einer der Gutachter und Sachverständigen sagte, es handelt sich um einen kleinen einstelligen Eurobetrag innerhalb eines Jahres, dann steht das in keiner Proportion zu den Gebühren, die für Bankdienstleistungen erhoben wird, und ist wirklich vernachlässigenswert. Das halte ich für sehr, sehr wichtig, um die Leute dafür zu gewinnen. Und der zweite und wichtigste Aspekt, die Ermutigung an Deutschland, an die Bundesregierung, an die Bundeskanzlerin insbesondere, von Experten anderer Länder, nun mal sich zu vergegenwärtigen, dass wir eine der stärksten Wirtschaftsnationen in Europa und der Welt sind und dass man nicht immer sich hinter IWF und hinter anderen Ländern verstecken kann, sondern dass man die Sache in die Hand nehmen muss und mutig vorangehen muss. Im Deutschen Bundestag werden wir bereit, in dieser Woche schon eine entsprechende Mehrheit dafür herzustellen. Vielen Dank. Ich würde vielleicht ganz gerne das versuchen, wirklich auf diese ökonomische Frage mal zu fokussieren, welche Lenkungsfunktion könnte so eine Steuer eine Lenkungsfunktion haben, könnte sie Fehlentwicklungen an den Finanzmärkten wirklich beheben? Ja, der erste Schritt aus ökonomischer Sicht ist ja der, dass man diesen Markt beurteilt. Produziert er gute Ergebnisse oder schlechte? Die vorherrschende Sichtweise von Märkten ist bisher die, dass Märkte in sich stabil sind und dass sie sehr effizient agieren und zur Wohlstandsmehrung beitragen. Ich denke, die letzten 2 Jahre haben im Fall des Finanzmarkts gezeigt, so einfach ist es nicht. Man könnte auch sagen, dass diese Grundhypothesen widerlegt worden sind in diesem Fall. Denn die Finanzmärkte folgen auch teilweise emotionalen Trends, Eigenbewegungen, die nichts, aber auch gar nichts mit Fundamentaldaten zu tun haben. Es sind halt Einschätzungen, zumeist weniger, die dann auch viele folgen. Dieser Markt hat sich als eine Quelle der Instabilität erwiesen. Ich glaube, das ist das erste Ergebnis, von dem man ausgehen muss. Und daraus ergibt sich die ordnungspolitische Forderung, dass dieser Markt nur funktionieren wird, wenn man ihn richtig reguliert. Das erfordert ein ganzes Bündel von Maßnahmen, in denen die Finanzmarkttransaktionssteuer ein Teil ist. Und das ist ein wichtiger Teil allerdings. Und zwar ist es eine Steuer, kann ja im Grunde genommen 3 Ziele verfolgen. Erstens, sie kann dem Finanzminister Aufkommen bescheren. Das ist ein absolut legitimes Ziel, dass der Staat zur Erfüllung seiner Aufgaben Steuern erhebt, um einfach diese Dinge erfüllen zu können. Das zweite ist, sie kann eine Aggregationswirkung haben. Das heißt, die Anreize so setzen, dass bestimmte Dinge geschehen oder auch nicht geschehen. Und drittens, sie kann bestimmte Verteilungswirkung haben. Die Finanzmarkttransaktionssteuer ist sehr aufkommensstark. Das heißt, es ist absolut legitim, sie zum Beispiel dafür zu verwenden, dass die Schäden, die durch die Finanzmärkte entstanden sind, durch sie teilweise vielleicht kompensiert werden können. Der Schuldenstand des Staates vermindert werden oder hier werden andere Ziele vertreten, zur Bekämpfung der Armut. Will ich jetzt gar nicht diskutieren, aber es ist absolut legitim, eine solche Steuer zu erheben. Das zweite ist die Allokationswirkung. Viele Transaktionen, viel Umsatz wird in dem Moment teurer. Und vieles von Instabilität und Beschleunigung, die auf diesen Märkten herrscht, wird dadurch unrentabler und eventuell vermieden. Das ist auch eine Allokationswirkung, die ich unbedingt tatsächlich befürworten würde. Drittens die Verteilungswirkung. Es trifft genau die Finanzmarktkrise mit verursacht haben. Eine Finanzmarktkrise ist breit angelegt, nicht nur eng auf die Banken, das agieren nicht nur Banken, sondern breit. Alle Finanzmarktakteure sind betroffen.